It's Hammer Time. Oder, Corby? Oh, echt. Das ist unsere Anmoderation. Ja, den brauchen wir jetzt schon bei dem Film, würde ich sagen, oder? Was nehmen wir heute auf, Corby? Christi? Ja, keine Mensch, so ein Zufall, Christi. Ja, nachdem wir das letzte Mal über Hulk gesprochen haben und in unserer Marvel-Reihe ja jetzt zügig voranschreiten wollen, sprechen wir heute endlich über Thor. Thor. Und drum die coolste Anmoderation aller Zeiten. Genau, aber ich weiß schon, du freust dich endlich über einen Film mit Chris Hemsworth zu sprechen. Ich freue mich über einen Film mit der Natalie Portman zu sprechen. Aber ja, so ist für jeden was dabei. Insgeheim sind wir beide doch wirklich Fan vom Idris Elba. Heißt du nicht Idris Elba? Immer noch nicht? Und vom Tom Hiddleston. Ja, definitiv. Ja. Definitiv, aber haben wir nicht auch vielleicht Anthony Hopkins vergessen? Ja, bei dem finde ich es irgendwie nett, dass den nur mitspielen haben lassen. Das, ja, wie das fette Kind beim Völkerball. Lasst ihn halt mitspielen. Und mit dem fetten Kind beim Völkerball meine ich mich. Es ist eher jetzt mal so, wenn ich ihn sehe, wo ich mir dann denke, oh, lebt der eigentlich noch? Ja, der Anthony Hopkins ist ziemlich fleißig auf Instagram unterwegs. Da macht er irgendwelche komischen Reels. Das ist, wobei ich nicht weiß, was er damit darstellen möchte. Mir ist so vorgekommen, als war er nicht mehr so gesund. Okay. Ja, wird schon wissen, was er tut. Ist alt genug. Aber die größte Überraschung für mich war, dass ich mit dem Namen des Regisseurs gar nichts anfangen habe können. Ich zuerst auch nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber warte mal, ich habe den Namen erst vor kurzem irgendwo gesehen. Und zwar bei Oppenheimer. Und dann google ich, oder nein, Schmarrn, ich habe mir Dingo geschaut, das Making of. Und dann sitzt er da und dann denkt man, der Kenneth Branagh, ich weiß leider nicht, wie man richtig ausspricht. Brandnick. Ist tatsächlich einer meiner Lieblingsnebendarsteller. Und ich kenne den vor allem aus Der Untergang oder aus ganz vielen ziemlich großen Hollywood-Produktionen, die in Richtung Zweiter Weltkrieg gehen. Und ich finde, das ist ein voll geiler Schauspieler. Ich habe nicht gewusst, dass der gleichzeitig auch noch Regisseur ist. Habe ich auch nicht gewusst, weil ich kenne ihn dann aus wie heißt Tod auf dem Nil und Mord im Orient Express. Und habe auch nicht gewusst, dass er da zeitgleich Regie geführt hat bei den Filmen. Ah, okay. Mhm. Ja, ich habe jetzt eben vor kurzem erst im Kino gesehen in Oppenheimer. Ja, da war er. Leider nicht mit dir. Oh, da freue ich mich schon, wenn wir das nächste Mal drüber reden. Aber jetzt bleiben wir noch bei Thor. Bei Thor. Wir können kurz einmal, weil wir müssen jetzt, das ist ja wieder nichts, was die Leute gratis kriegen. Wir wollen ich wollte gerade sagen, da wäre gerade Leute, da sitzen die denken sich, hey, sie haben es nicht angesprochen, vielleicht haben sie es vergessen, die Idioten. Habt's gemeint, gell, ist voll Idioten. Nein, nix da. Ihr kennt uns mal kreuzweise. Wir geben auf alle Fälle schon mal einen kleinen Schmankerl geben, wir werden in diesem Film Titten haben. Aber wir sagen mal eigentlich nicht, wessen Titten. Sie sind auf alle Fälle äußerst schön zum Anschauen. Wessen Titten ihr da drinnen sehen könnt, dafür müsst ihr uns, damit ihr das erfahrt, müsst ihr uns ein bisschen Geld in den Rachen stopfen, weil wir schwenken jetzt halt um von die Freibelätschen zu die oberen 10.000 der Podcast-Hörer. Also macht es gut, pfiat euch. Ciao.